Ja, ich komme just rein von Schneeschuhen. Fahrt jo eins, die Lichter an eure. Der pumpt, der geht ganz schön. Wobei, da fällt mir ein, so richtig hart kloppen, hart pugern, habe ich bloß zweimal in mein Leben. Dann eine Mal, als ich mich Lüt kennengelernt habe, aber das vertelle ich you vielleicht ein anderen Mal. Und die andere Geschichte, ja, das ist wohl nur all über 50 Jahre her. Ich wär so 10 oder 11 Jahre alt und mein Eltern hab damals auf dem Bauernhof arbeitet. Das wär damals für uns Bengels so der reinste Abenteuerspielplatz. Aber wir haben doch nicht bloß Spaß hatten. Nee, wir müssen auch mit antworten und auch nicht mitarbeiten. Zum Beispiel bei den Heu- und Strohohren. Und der Bauer, wo mein Eltern Arbeit hat, die wär immer auf dem nächsten Stand. Die hasig durch so ein Heupuster tonig. Ja, wie soll ich das dir beschreiben? Das wär ähnlich ein großes Rohr, so 18, 90 Zentimeter in Durchmesser. Und ging von Fußboden drauf auf den Heuböden. Und dafür wäre noch ein Trichter anschlossen mit einem Maschinenbinden, der ordentlich Wind gemacht hat und der das Heu und das Stroh nach Boden katapultiert hat. Ja, solch meist gut als so ein Alphorn, bloß recht wat gröder. Ja, nun wär das so weit. Die Strohohren wär voll in Gang. Wir haben Ende August. Die Bauer hat dann die Strohklappen mit sie Lüd auf den Hänger ablot, die würden für den Heupuster hinstellen und ich müsste dann von den Hänger die Strohklappen runterschmieden in den Trichter. So, die würden dann hoch, Fuß und Boden, hätte Bauers Hu die Strohklappen dann weggenommen. Wäre eigentlich gar nicht so schlimm, bis auf die Pizza in der Bein. Aber gäf ja auch ein Taschengeld, insofern wäre das gar nicht so leicht. Ja, einzelne prima ein Strohklappen oder andere Folie in einen Trichter rennen und ich habe mich Spaß. Mit einmal ging nichts mehr. Ein Strohklapp hat sich unten in den Trichter verklemmt. Tja, wat nu? Ich erstmal runter von Hänger, rob ob den Heupuster und dann habe ich mich mit einem Bug da so auf den Rand von Trichter robleg und dann habe ich mich runterbeugt, um die Strohklapp loszukriegen. Ich habe da an rüttelt und schüttelt und don und mock, aber nix passiert. Ja, nochmal hoch, nochmal Luft holt, nochmal wieder runter. Wieder rüttelt und schüttelt und mit mal wird der Strohklapp weg. Da habe ich genug keinen Gegendruck mehr. So, ich verlor mein Glicksgewicht und dann auch runter in den Trichter. Ja, und dann ging das wohl im Leben oder Tod. Das wird wohl mir nach Boden pusten. Ich komm mich grad noch irgendwo festholen und dann schrei ich wie ein Spieß. Mein Haar pugerte als Stuhl und nur ungefähr eine Stunde, jedenfalls hat sich das so anfühlt, kam dann der Buers von Heuboden, hat dann Heupuster utmockt und mir dann doch gut trocken. Na, ist schon nicht viel passiert. Ich habe ein paar Schramm. Die Buers haben meist Hartklappüstern kriegen, weil der hat ja mehr Angst in mir als ich. Aber was soll ich sagen? Ist schon noch mal eins gut gegangen.